Willkommen außerhalb von Dresden. Dort hinten, das ist der Eingang. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg in die Landi. Es ist wieder mal Zeit für Hühnerfutter. Marco, ich will Bio kaufen. Es ist auch Zeit zum Hundefutter kaufen. Ja, und da sonst noch ein paar Kleinigkeiten. Darum habe ich jetzt meinen Rucksack dabei. Ja, fangen wir die Woche an mit dem strengsten von der Woche. Weil, ja, was soll's? Bringen es hinter mir, oder? Ich muss es gemacht haben, sonst verhungern wir meine Tiere. Und das wollen wir ja nicht. Also, Achtung, fertig, los. Starten wir die Woche. Hallo zusammen, schön bist du da. So gut, schaut, das weiße Auto dort, das ist die Isa. Die habe ich gerade getroffen in Land. Gut, sie hat mich heimgefahren. So gut. Also, Stand der Dinge. Hinten auf dem Rücken habe ich mehr als 40 Kilo. 30 Kilo Hühnerfutter, 10 Kilo Hundefutter und eben noch so eine Rolle zum Band aufrocken. Da vorne drin habe ich auch ca. 2 Kilo Äpfel, 2 Kilo Rüebli und noch ein bisschen eingekauft. Und ganz viel Sämli. Ja. Und Gläser. Ja, ich glaube, das sind auch schon wieder 5-6 Kilo. Ah. Ja, also knapp, nicht ganz 50 Kilo. Wir müssen jetzt drauf. Hoffentlich hebt mein Knie aus. Ah ja, was man nicht alles macht für seine Tiere und für sein Leben. Sag ja, ich bin frei, aber dafür muss ich die Verantwortung tragen. Die Hälfte vom Weg und ich stehe vor einem grossen Dilemma. Soll ich jetzt alles auseinandernehmen und 2-3 Mal laufen? Oder soll ich es durchziehen und alles miteinander tragen? Auf jeden Fall hat beides dafür und wieder. Hast du gerade durchgezogen mit allem? Kannst du 2-mal laufen? Oder sogar 3-mal laufen, habe ich eine längere Pause gemacht. Und ja, jetzt bin ich zuoberst. Also, auf der Höhe von Dresden. Jetzt muss ich nur noch durch Dresden durch. Also, jetzt hast du mal den Dach. Also, zu unserem Tor. Eigentlich ist das ja alles Dresden. Der ganze Hügel. Aber ja, ich kann es durchgezogen. Aber ich glaube, ich heute gerade nicht mehr will. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber das ist der strengste Teil. Der Schlussteil ist wirklich am strengsten. Weil man weiss, man ist fast da. Hast du geschafft? Bin geschafft. Natürlich ist der Akku gestorben, kurz nachdem ich in den Rest reingekommen bin. Ich habe keine Musik gehabt von der Schlussstrecke. Aber weißt du was? Zufriedenheit mit mir selber, das hat mich vorangetrieben. Meine Hündchen haben gefreut, dass ich wieder daheim bin. So schön. So schön, wenn ich so geliebt wird von den Hündchen. So, meine Hündchen. So, ich liebe euch auch. Ja. Funky food, funky food. Can't be smooth or chunky. Funky food, funky food. Been eating it since we were monkeys. Danke nochmal, Lisa, dass du mich heimgefahren hast. Das ist, also bis zum, ja. Jetzt habe ich da im Badzimmer das Wasser eingeschaltet. Also im Bauern wieder. Und schau mal. Der Riss im Hahn drin. So ein Scheiß. Braucht einen neuen Hahn. Der ist gerissen über den Winter.
Anscheinend hat es da noch ein bisschen Wasser drin gehabt und ja. Schauen wir mal, was mir Hanna gebracht hat. Danke Hanna. Ganz viel Erdbeere, also Ablecker von einem anderen Garten. Und da hat sie mir da Zeinen gefüllt mit Erdbeere. Super gut. Ich bin nämlich nudelfertig nach dem Auftragen. Aber schon auf der Hanna ist verlassen. Ich tue es jetzt noch ein paar Mal angießen. Wie die Seine haben Löcher drin und lassen es gerade wieder durch. Dass es genug Feuchtigkeit hat. Ja, super. Und wie das Anziehbett hat sie auch gerade gerettet. Super gut, Hanna, super gut, danke. So und so viele Erdbeersetzlinge hat es gegeben, dass wir jetzt da noch in die Paletten hineingesetzt haben. Damit da auch schon anfängt zu wachsen. Ja, dann stelle ich mir vor, dass da das hängende Erdbeere gibt. Genau. Jetzt müssen wir es nur noch annetzen. Und angießen. Super, Anna, danke vielmals. Und danke für den Garten, den du her hast. Ich habe darum ehrlich gesagt nicht so viel gemacht heute wie auch schon. Ja, überall gesehen, es wintert so fest. Ich habe alle Bäume das Gras rundherum geschnitten, also die Wurzeln ein bisschen frei gemacht, ein bisschen den Stamm frei gemacht, damit es weniger Konkurrenz hat. Seht ihr den Schafstall? So fest windet es hat es gerade auseinandergenommen, gerade das Dach weggewindet. Hoffentlich ist da kein grosser Schaden entstanden. Ja, und sonst habe ich noch nicht so viele neue Bäume gesehen, umgefallen. Also ich hoffe es. Aber hier oben sieht es auch nicht so super aus. Es liegt schon noch etwas rum. Ja, es hat schon Bewegung gegeben. Im Wind. Und dort oben sehe ich jetzt auch noch ein paar Bäume neu genommen. Dort liegt Zeug, das nicht so schon gedeckt gelegen ist. Ja, der Wind. Ich könnte auch sagen, ein Grund zum drinnen bleiben. Weil es gefährlich ist mit allen toten Bäumen. Aber es ist tatsächlich so. Ja, gestern, während dass ich den Hundefutter und Hühnerfutter gekauft habe, auch noch den Kabeltrommel gekauft. Und ja, bringt ja nicht, dass der leer rumsteht. Darum nehme ich jetzt noch das letzte blaue Band zusammen, das wir haben, das noch nicht an der Kabeltrommel ist. Ja, weil es macht das Leben schon einfacher, so lange Bänder auf der Trommel zu haben. Und dann kann ich noch die weißen Pfosten zusammenräumen. Und ja, das ist schon wieder etwas gemacht. Super. Eigentlich geht es ja um das. Die Hunde sind dauernd dabei und man dauernd spielen. So schön, oder? With flour and water, then wait until it bubbles. Funky food, make your food get funky. Ja. Der kommt von dort. Genau. Und da liegt's jetzt. Ja, der Wind. Das göttliche Kind. Funky food, make your food get funky. Funky food, it can be smooth or chunky. Funky food, been eating it since we were monkeys. Kimchi, kefir, kombucha, kraut. Doesn't take long to figure it all out. Lacto, bacto, accept the facto. Funky food is what it's all about. Don't be put off by the smell. Come alive inside and you're living well. Funked out food now represented. Come on and say it like you meant it. Funky food, make your food get funky. That's what I'm talking about. Funky food, make your food go funky. Funky food, it can be smooth or chunky. Funky food, we've been eating this since we were monkeys. Yo, get up and dance.
way up inside. Zum Glück ist heute Abend Claudia ausnahmsweise heimgekommen. Da haben wir gerade noch den Schafstall reparieren. Wieder. Also es war eigentlich nur so wie ein Anziehen und neu binden. Wir haben es letztes Mal mit Kabelbinden gemacht und die haben jetzt nachgelassen. Aber jetzt soll es verheben wieder, hoffentlich. Also ich hoffe, es wird euch nicht langweilig, aber es ist halt so. Die Geissen müssen halt regelmäßig gezügelt werden. Und heute Mittwoch, da Claudia ja da ist, heute wird das wieder so weit sein. Wir haben keine Spielgruppe heute, weil zu wenig Kinder rum sind. Ja, man sieht auf jeden Fall den Unterschied zwischen geweidet und nicht geweidet. Und darum werden sie jetzt gezügelt. Sind seit dem Sonntag 3 Tage. Werden jetzt einfach ein bisschen weiter gezügelt. Genau. Aber zuerst einmal in den Stall. Übrigens haben wir uns entschieden, dass die Wachtler uns verlassen. Es ist nämlich nicht so ideal für sie. Sie legen keine Eier. Sie sind in der Zwischenzeit sind ein paar gestorben. Wir vermuten, die Mäusekonkurrenz ist einfach zu gross. Und ja, da es sowieso keine Eier legen bei uns, weil es einfach anscheinend unsere Haltung für Wachtler nicht ideal ist, haben wir ein neues Zuhause für sie und sie gehen heute Nachmittag, also Claudia nimmt sie und ein Haas zu einem neues Zuhause. Genau, danke Evelyn, dass du sie annimmst. Also die Häsli und die Wachtler, die letzten zwei gehen noch, also Stracciatella und Nougat, gehen auf grosse Wanderschaften. Danke Claudia fürs Freien und Helfen umzäunen und tschüss. What you eat eats, and you're even what you eats. Here's a clue. Why don't you take a peek beneath your feet? Well, if you wanna know what you're made from, look at what you're made from's made from. 'Cause the stuff that we're all made from is the same. Yeah, we goes from dust to dust. You gotta just trust that upper crust and maintain that good terrain from whence you came. We've been looking up, we've been messing around, we've been freaking out, but it's time to get down, down, down. 'Cause we're made up of common ground, can't live without it, and it's time to get down, 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 down. When you flirt with the dirt, you'll observe it's certainly not inert. From a worm to a chicken, you're never alone on the loam, and it's time to get to work. Mega spannend. Also beobachten ist ja eine grosse Sache. Im Leben wie auch in Permakultur. Und ich habe ja jetzt da Bio-Hühnerfutter. Und ja, wenn ich sehe, überall liegt Futter rum. Die Hälfte davon essen sie gar nicht, wirklich. Also wieso auch immer. Aber die Hälfte vom Bio-Hühnerfutter liegt einfach liegen. Haben sie nicht so gern. Das war beim Nicht-Bio nicht der Fall gewesen. We've been looking up. We've been messing around, we've been freaking out, but it's time to get down, down, down. 'Cause we're made up of common ground, can't live without it, and it's time to get
du eins Kleid oder sagst du es nur? Wie geht's dir eigentlich? Ist mir nämlich gerade aufgefallen. Ich habe noch nie gefragt, wie es dir geht. Ich hoffe, es geht dir gut. Und ja, ich würde mich freuen, wieder mal von dir zu hören. Schreib doch etwas in den Kommentaren. Wie geht's dir denn? Die Ladies haben eine neue Weide. Haben wir heute Morgen stark gemacht. Wir nehmen uns wieder mal einen Tag frei und laufen jetzt auf Aussenberg. Die Wanderung haben wir noch nie gemacht. Und wie ihr seht, Sophia ist da, Claudia ist da, die Hunde sind da. Wir gehen jetzt Familie von Triestal wandern. Und zwar auf Aussenberg. Und unser Ziel ist Hof Donau. Wir gehen die Regula besuchen. Und Hof Donau ist momentan der einzige Ort in Oberwallis, wo Zebuchkühe hat. Ja, Zebuchkühe. Wir gehen es besuchen, weil ja, das ist unser nächstes. Das nächste Ziel sind Zebuchkühe in Triestal. Und plus, bleibt dran, weil am Morgen habe ich euch viel zu erzählen. Ein bisschen über Emotionen und über... Aber das muss ich auch sitzen. Und über meine Woche bisher und über einen wunderbaren Kompromiss, den Claudia und ich entschieden haben. Gell, Claudia? Ja, aber nachher mehr. Jetzt ist es mega kalt. Morgen erzählen wir das. So, wie ihr seht, sind wir jetzt im Zug wieder auf dem Heimweg. Entschuldigung, ich habe gar keinen Film gemacht von diesen Sebus. Ja, aber auch Respekt gegenüber der Regula und ihrem Hof. Habe ich gar nicht gefragt, gar nicht daran gedacht, zum Videos zu machen, aber herzig. Aber die nächsten paar Wochen gibt es noch keinen Sebus bei uns, weil die Regula hat uns ganz klare Auflagen gegeben. Aber Claudia hat dafür gesagt, ich darf dann schon noch Sebus haben, sobald ich die Auflagen von der Regula erfüllt habe. Muss ich noch. Aber da wird es noch ein Zeitchen gehen. Aber ein Grund zum Abonnieren, zum sehen, wie wir die Auflagen erfüllen. Heute Morgen sind Claudia und ich richtig verwöhnt worden. Dank der Sophia. Sie ist einfach aufgestanden am Morgen, bevor wir aufgestanden sind, und hat alles schon gemacht. Hühner rausgelassen, allen Futter gegeben und so weiter und so fort. Und als ich dann ein bisschen spät aufgestanden bin, habe ich gemerkt, Sophia ist schon weg. Und prompt ist alles schon gemacht. So lässig. Danke, Sophia. Get down, 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 'cause we're made up of common ground. Can't live without it, and it's time to get down, down. We've been looking up, we've been messing around, we've been freaking out, but it's time to get down, down, down. Jetzt gebe ich auch wieder mal ein Statement ab. Schon lange nicht mehr gesagt, so grosses Video, gell? Ja, das ist euch sicher aufgefallen. Ja, wie gesagt, wir hatten ein bisschen eine schwierige Phase gehabt. Ich glaube, das gibt es einfach, wenn man so intensiv zusammen ist wie wir. Zusammen nicht nur Ehepartner ist, sondern auch noch Geschäftspartner. Und alles ist nicht so einfach, riesen Druck. Auch finanziell immer und so weiter und so fort. Und ja, das geht natürlich nicht ganz spurlos an einem vorbei, muss ich ehrlich sagen. Also für mich war eigentlich klar, wenn es so weitergeht, ist der nächste Schritt Scheidung zwischen mir und Claudia, und wir müssten uns vielleicht überlegen, da zu verkaufen. Wobei, immer gut, wenn du am tiefsten Punkt bist, weil am tiefsten Punkt kann es ja nur noch aufwärts gehen. Und irgendwann kann es so wieder aufwärts gehen, oder? Irgendwann geht es nicht mehr weiter runter. Und
ja, jetzt sind wir durch das Tal. Jetzt geht es wieder aufwärts. Und aufwärts ist es gegangen, weil zack, ich bin dann drauf gekommen, ich bin auf die Lösung gekommen, die für mich stimmt. Und das Schöne ist, ich habe es dann mit der Claudia besprochen und für sie stimmt die Lösung auch. Und ja, ich bin froh, ich habe ein paar Sachen entschieden. Und darum haben wir jetzt eine gute Lösung. Und zwar ist einfach, ich habe immer das Gefühl gehabt, der Colin denkt ja sehr gerne gross. Ich glaube, wer den Colin kennt, weiss das. Er ist ein Visionär, er denkt nicht im Kleinen, er denkt immer im Grossen. Visionen und die Gedanken, die ich da oben hatte für die Riester, zu gross sind, anscheinend. Und ich hätte mich kleiner machen, so wie ich es empfunden habe. Aber jetzt haben wir es entschieden, ich übernehme Verantwortung für die Riester. Ich darf es weiterhin ausführen, meine Visionen, die so wie es sind. Und ich muss mich nicht klein machen. Ich darf mich weiterhin so sein und in den Sachen angehen, so wie ich mir das vorstelle. Aber er muss auch die Verantwortung für die übernehmen. Und das finde ich natürlich eine super Sache. Also er kann seine Sachen machen, aber er muss sein Zeug organisieren, er muss dafür schauen. Und das Gespräch, ich habe mich für mich erkennen. Ich brauche Claudia nicht, um meine Visionen zu erfüllen. Ich will sie an meiner Seite und ich will ihr Mann sein und ich will, dass sie meine Frau ist und ich will gemeinsam da oben wohnen. Aber ich übernehme die Verantwortung für die Riester und sie für ihren Job. Natürlich, eben, ich meine, ich arbeite, gell, aber also, das ist natürlich auch ein finanzieller Aspekt. Also, es ist natürlich ganz logisch. Also nicht nur, dass ich es gerne mache und dass ich schon immer gerne, wie soll ich sagen, ein bisschen der Boss bin. Die mich kennen, die wissen das. Ja. Und das gibt mir natürlich schon etwas. Und es hilft uns natürlich auch finanziell. Claudia hat ja Verantwortung für ihren Job. Sie trägt dort viel und sie macht es richtig gut. Sie ist ja auch wieder in einer ganz hohen Position oben. Und hat alles, was sie so für sich gut ist. Und wir helfen einander aus, wo wir können und was nötig ist. Natürlich sind wir immer noch zusammen da oben, das ist ganz klar. Und natürlich, also Scheidung ist überhaupt kein Thema mehr. Auch wenn wir es uns in letzter Zeit ein paar Mal an den Kopf geworfen haben oder als einzige Lösung gesehen haben. Ja, ich glaube, es hat uns doch auch wieder zusammengebracht. Und ich glaube, alles, was einem nicht umbringt, auch als Paar, macht einem nur stärker. Und ich glaube, die Erfahrung haben wir jetzt gemacht. Und ja, ich bin ganz froh. Und da können Sie sagen, wow, der Druck. Nein, der Druck ist jetzt eben weg, weil ich glaube ja an mich, ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich will und ich weiß, wohin es geht. Weil die Visionen wären ja sonst nicht gekommen. Und darum bin ich jetzt froh und habe jetzt die Verantwortung wieder übernommen. Und wie ich gehört von der Claudia, hin und her, wir sind uns einig. Und ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt wirklich regeln untereinander. Und so hat der Colin sein Ding, ich habe mein Ding, wir haben unsere Verantwortungen und trotzdem schauen wir zusammen für unser Paradies in Riesta schauen. Ja, ich glaube, so sind wir auf gutem Weg. Ich bin super optimistisch und ich freue mich, dass wir es so geschafft haben. Und dass wir uns so haben können, nochmal finden, ja, und auch nochmal miteinander den Weg weitergehen. Weil, ja, alles andere wäre nicht schön gewesen. Ja. Aber, wie gesagt, manchmal braucht es eine gewisse Disharmonie und ich bin ja sehr ein harmoniebedürftiger Mensch. Die mich gut kennen, die wissen das. Und manchmal braucht es auch eine gewisse Disharmonie, damit eben nachher wieder die Harmonie entsteht. Und ich glaube, das haben wir jetzt geschafft. Ja, schön, oder? Gell? We're made up of common ground. Can't live without it, and it's time we just gotta get on down. So, und jetzt wir zwei wieder gemeinsam. Und übrigens, nächste Woche, Claudia, ist es 2 Jahre, seit das erste Video rausgekommen ist. Mega, die Zeit ist so schnell vorbei.
das heisst, nächste Woche... Unglaublich, Bonnie. Das heisst- Ja, da bist du gerne noch nicht dabei gewesen. Nein, Bonnie, nein, Gell? du bist noch keine Nein. 2 Jahre da. Nein. Aber wir sind 2 Jahre jetzt dann Ja. am Videos machen da mit Paradies in der ersten. Also das heisst, nächste Woche kommen 2 Videos raus über unsere 2 Jahre. Sophia ist auch natürlich auch da und auch dabei gewesen in diesen 2 Jahren. Nur Bonnie nicht ganz, aber jetzt ist sie da. Ja, Bonnie, Genau. jetzt bist du Also da. nächste Woche gibt es 2 Videos, eins Jubiläumsvideo. Und falls du etwas unbedingt willst sehen im Jubiläumsvideo, musst du es unbedingt kommentieren, weil es ist noch nicht geschnitten. Du kannst es noch haben. Und nächsten Sonntag natürlich das Wochenvideo. Genau. Und sonst danke mir vielmals fürs Zuschauen. Und Fena ist schon dabei seit Anfang an, gell, Fena? Nein, Moll. nein. Nein, sorry. Ah, stimmt. Ah, Ist der Henry gewesen? Ja, Fena ist erst beim 3. Video. Erst beim 3. Video Wir werden es drin, nächste Fena. Woche sehen, Ja. ob wenn die Fena dabei war. Das tun wir euch natürlich fortlaufend mitteilen im Jubiläumsvideo. Aber wir sagen auf jeden Fall jetzt gerade, hoi Drake! Ihr merkt, unsere Hunde sind so gern im YouTube. Wir würden sagen, danke vielmals fürs Schauen. Schön bist du dabei gewesen. Nicht vergessen. Abonnieren, teilen, liken, weiterverzählen. Und eben, unbedingt kommentieren, wenn ihr etwas sehen wollt, besonders in diesen 2 Jahren. Wir werden eine Zusammenfassung machen von jetzt und bis wann und was dahin gekommen ist. Es wird ein riesen Bütz, aber eben, wenn du etwas sehen willst, dann frag Ja, bitte. oder wenn du etwas wissen willst, was schon immer hast wissen und noch nie im Video vorgekommen ist. Und dann können wir natürlich vielleicht dazu auch Stellung nehmen. Genau, also, Je nachdem. also miteinander. Danke vielmals, einen guten Wochenstart und viel Spaß. Danke. Tschüss. Ja, ich habe noch gern. 'Cause you are what you eat, and you are what you eat, and you're even what you eat.